ein paar Leute sind im Discord, sie können mir eine Frage stellen und ich tue die Frage beantworten. Wir machen das jetzt im Stream. Wenn du das jetzt auf YouTube schaust und denkst, wie kann ich dir dem eine Frage stellen? Komm im Stream vorbei, join rein, wir haben eine gute Zeit hier. Schau den Chat an, sie haben alle Spass. Ich habe ihnen vorher nicht gesagt, dass ich Emojis reinposten. Und ich sag's euch, wenn irgendjemand Chat eine Frage fragt, die schlimm für mich ist, Instant Ban. Instant Ban. Niklas, du musst dich muten. Ja? Jetzt höre ich dich. Sally, schieß los, komm. Wir haben noch nicht überlegt. Ja, da kommt die rein und hat sich nicht überlegt. Niklas, absolut zum Kotzen, Digga. Kannst du gar nicht brauchen. Sandro, du hast sicher eine Frage für mich. Wieso sind alle gemutet? Was ist deine Frage? Komm, schieß los. Richtig lost gewesen. Ja, hast du das Video schon gemacht für den Sonntag? Ich habe mein Video schon gemacht für den Sonntag, ja? Nice. Du willst wissen, was es ist? Ja. Du kannst leider nur eine Frage stellen. Nein, ich kann sagen, diesen Sonntag kommt ein ganz wildes Video. Und zwar habe ich jedes einzelne Dorf von der Schweiz vorgelesen am Stück. Jede Gemeinde und jede Stadt. Auch mein Dorf, oder? Jedes Dorf. Es sind 2500 Dörfer, es hat 50 Minuten gedauert. Es wird wild. Und ich habe keine Hobbys, ja. Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ey, danke vielmals dir, Digi. Schöner. Oh nein, jetzt bin ich wirklich gemoved worden. Ja, Digga, gehen wir zum Kotzen. Also komm, schieß los mit deiner Frage. Also eigentlich habe ich zwei, aber ich frage zuerst mal eine, das ist glaube ich spannend. Okay, er hat 2 Fragen. Darf nur eine stellen? Ja, ja. 2 Fragen. Bereust du etwas in deiner Karriere als YouTuber? So. Oh, damn. Ey, weißt du, ich von dir habe jetzt wirklich erwartet, dass du irgendwie willst reinjoggen, so, ich habe eine Frage, lustig, bla bla bla. Aber er kommt mit der... Die Frage habe ich glaube wirklich auch noch nie beantwortet in einem Q&A, von dem her ist es wirklich spannend. Ob ich irgendetwas bereue in meiner Karriere? Es hat vielleicht 1, 2 Situationen gegeben, wo ich noch mehr hätte rausholen können. Oder was ich bereue. Okay, ich sage es, wie es ist. Auch für alle kleinen YouTuber, was ich bereue, dass ich während der ersten 2 Jahre von YouTube mega wacky Thumbnails und mega wacky Titel gemacht habe. Das heisst, ich habe so einem Q&A habe ich irgendwie so den Titel gegeben, Q&A, weißt du, was ich meine? Und nicht immer so Titel, die mega ziehen. Das bereue ich, weil wenn ich das dann schon gemacht hätte, hätte ich vielleicht mehr Views bekommen und wäre schneller gewachsen damals. Aber sonst im Fall muss ich sagen, bereue ich mega wenig. Also ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Also, ciao. Tschö. Guten Tag, Adrian Vogt am Apparat, weißt du? Du musst dich entmuten. Ja. Wieso schafft's keiner? Schieß los. Also, meine Frage ist, wann kommt der nächste Poddy? Der nächste Poddy? Jeden Samstag auf Spotify und Apple Music. Lausbuben Podcast, Leute, schaltet ein. Jeden Freitag oben 00. Okay. Hast du das jetzt ernsthaft gefragt oder hast du es nicht gewusst? Ich habe es ehrlich gesagt echt nicht gewusst, weil ich bin gestern einfach in der Schule zu zeichnen, habe ich halt einfach mal den Podcast entdeckt, in den Charts und den Podcast. Oha! Ja. Also hast du mehr auch in den Charts entdeckt oder nur mit Podcast? Nur den Podcast einfach. Hey, jetzt gibt es mega selten, dass Leute den Podcast entdecken, weil er in den Charts ist. Easy. Ja. Danke dir, Digga. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Also. Ich habe 2 Fragen, schau. Okay. 2 Fragen? Auf Thurgauer Deutsch oder St. Galler Deutsch? St. Gallen. St. Gallen. Die erste wäre, wo hast du dein grösste Clickbait gemacht? Deiner Meinung nach? Bro, gute Frage. Darf ich kurz meine Videos anschauen? Grundsätzlich muss man ja sagen, mache ich auf meinem Hauptkanal nie Clickbait. Würde ich nie machen, also ich würde nie irgendetwas verschönern oder so. Ja, fuck, Digga, ich sage jetzt einfach mal das neueste Video, meine neue Karriere. Okay, easy. Ja, was sagst du? In einem Video bist du ja, wo war das? In Bell, bei der Trampolinhalle. Okay, Achtung. So Triple Flips und ich denke so, als ob du jetzt einen Triple Flip ziehst. Ey, das ist kein Clickbait gewesen. Im Video hat doch jemand einen Triple Flip gezogen. Ja, oder nicht du! Ja, das ist doch egal. Es geht nicht um mich. Es muss auch im Video vorkommen. Okay, es ist Clickbait gewesen. Ich gebe es zu. Ein bisschen. Geile Frage. Ich muss wirklich sagen, geile Frage bis jetzt. So, wen haben wir noch nicht genommen? Julian, bist du der really King von Madagaskar? Julian? Ja, Nicola Probst, hallo, ich weiss, dass schon eine wacky Frage kommt. Nein, ich habe keine wacky Frage. Okay, ja, ich kann nicht reden. Nein, kann ich nicht. Der Milo hat mir einen Tag einen Vorschlag gegeben für ein Format. Du kennst ja sicher Ehrenpflaume, oder? Ja. Und er hat gesagt, dass ich mir das Gimbal gegönnt habe und dann hat er mir halt den Vorschlag gemacht, dass ich Ehrenpflaume in die Schweiz hole und das bei Schweizer YouTuber mache. Aber weil der Milo halt ziemlich empfindlich ist wegen Corona, wäre er ein schlechter erster Gast. Dem sind wir dann auf die Idee gekommen, weil du ein bisschen weniger krass mit Corona umgehst. Ob ich oder keine Ahnung, vielleicht mal irgendjemand anderes so ein Ehrenpflaume-Format-Video bei dir kann machen, weil du sowieso den ganzen Tag nichts anderes machst als
YouTube-Lifestyle. Ist eigentlich eine sehr nice Idee, finde ich im Fall. Ohne Das wäre Scheiß. doch wild. Alter, Dann Ehrenpflaume. Einmal Kuss an Ehrenpflaume. Die Videos sind zu wild einfach zum Schauen, zu chillig. Dann bringe ich ein paar tiefe Fragen mit. Kuss. Wenn ich mal Zeit habe und es passt, können wir das schon mal machen. Voll. Willst du denn ins Baselland kommen? Ja, dann kommen wir aufs Baselland. Ja, dann kommst du ins Baselland. Easy. Also, daheim. You heard it here first. Keine Pflaume in der Schweiz ist angekommen. Easy, Digga. Danke. Schön. Das Beste, was je jetzt gibt, bist du da. Yes, ich bin da. Oha, jemand, der es geschafft hat, zu entmuten. Applaus, Chat! Gebt mal ein Emoji. Der erste, den ich nicht kenne, der es geschafft hat, sich zu entmuten. Kommen wir mal zu meiner Frage. Es ist ziemlich simpel. Du hast ja dann ein Video gemacht mit dem Maelo, wo wir auf Basel gefahren sind mit dem Töffli. Eigentlich wollte fragen, bist du früher auch schon so ein Töffli-Bub gewesen oder eher so weniger? Du bist ein Töffli-Bub, stimmt's? Ja, auch schon. Okay, also ich bin eigentlich nie so ein Töffli-Bub gewesen. Ich habe selber auch kein Töffli oder nie gehabt. Aber mein Bruder hat ein mega altes Töffli gehabt. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das ist Sachs Allegro Sport. Boah. So ein gelb-goldiges, kennst du das? Nein, sieht man gar nicht. Ich glaube mir im Fall, das Ding, wenn das ein Winter rumgestanden ist, das hast du nicht mehr runtergekommen. Da hast du erstmal etwa 15 Minuten lang trampen und es war 2 Gang handgeschaltet gewesen und so. Also nein, ich bin nie wirklich ein Töffli-Freak gewesen, aber ich finde es eigentlich noch lustig zum Töffli fahren. Was hast du für eins? Yes. Das Puch Maxi S. Vielleicht hast du es, aber vielleicht hast du es nicht. Weißt du, was ich gehasst habe? Die Leute, die das Puch Maxi hatten und dann lenken dann so nach oben auf die Seite. Und dann bist du in so einer pure unangenehmen Position gehockt. Und die hat dann meistens auch den Helm auf der Seite ans Töffli gehängt. Bist du so einer? Ja, du bist so einer. Ja, mein Henkel ist schon ein bisschen tief, aber ich habe den Helm immer an. Der Helm ist immer an, okay. Danke vielmals, Digga. Sia. Die Fragen heute, Chat. Die Fragen. Wie ist eine ernste Frage oder eine funny Frage? Oha, ein Basler. Komm, drop zuerst mal die funny Frage. Kannst du nachher noch die ernste droppen? Stimmt's, dass du so hässlich bist, dass bei dir nicht mal die Autokupplung kommt? Tschüss zusammen, wir sehen uns morgen wieder. Perfekt. Oh, Dude, ey, es ist so klar gewesen. Es ist so klar gewesen, dass so etwas hätte kommen müssen. Ja, komm. Ja, gut. Hey, danke vielmals für die Frage. Wirklich coole Frage. Kein Problem. Lassen wir durchgehen. Die Autokupplung kommt nicht, aber dafür eine Mutter von einem gewissen Schweizer YouTuber aus dem Freiburgerland. Hey, komm, drop deine ernste Frage. Wie geht's? Ich bin immer so überfordert mit dieser Frage. Mir geht's gut, also ich bin gerade im Stream, manchmal ein bisschen viel am Arbeiten, aber grundsätzlich geht's mir gut, kann mich nicht beklagen, dir? Ja, mir leid. Ja, gut, in dem Fall. Tschüss, ciao, tschüss, ciao, ciao, tschüss, ciao, ciao, tschüss, ciao, ciao. Also komm, let's go. Wann kommt der nächste Roadtrip? Wann kommt der nächste Roadtrip? Ey, das ist für ohne Scheiß eine Frage, die ich so viel gestellt bekomme. Der nächste Roadtrip kommt. Und jetzt mit dem Losen. Ich weiß es noch nicht, Digga. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht. Zermatt oder so? Zermatt? Das wär's schon. Geh Skifahren. Ja, genau. Easy, machen wir. Zermatt Skifahren, nächster Roadtrip. Danke, Digga. Schöne. Jana! Shana! Jene? Janik, Sali Janik, wie geht's dir? Alles klar? Gut, dir, grüß aus dem Thurgau. Ah, Gruß zurück aus dem Baselland. Hast du auch Äpfel? Wir haben immer Äpfel. Ja, da haben wir ja gemeinsam, oder? Auch Baselland und Äpfel, haben auch hier sein? Weniger. Vor allem Äpfel, Äpfelringli, Äpfel wie Äpfelsekt, alles. Alles Äpfel, gell? Wir haben jetzt musst du mal hören, wir haben im Fall mal bei uns im Haus haben wir mal eine Obstpresse gehabt, du konntest Äpfelsaft machen, unglaublich. Oh, da ist wild, mein Nachbar, das ist übel geil. Hast du auch so die Äpfel oben reinleeren, so aus Harasse, so und dann hat es hast du so klein machen. Ja, voll. Und dann hat es unten so ein Tuch gehabt, was so drin hast, du drüber tun. Oh ja. Dann so die Masse am Schluss, die übrig geblieben ist. Hast du die geil gefunden oder nicht? Ja, nicht so, nein. Aber die kann man kochen, gell, das weißt du. Da kannst du Sachen draus machen. Da kannst du wahrscheinlich auch alles Mögliche draus machen, keine Ahnung. Der Pro bin ich jetzt nicht. Sieht ein bisschen aus wie Kotze, wenn wir ehrlich sind. Das sieht nicht geil aus, nein. Also komm, Digga, was ist deine Frage? Also so ein bisschen, ist schon eine wichtige Frage für mein Leben. Eher so, wie kommt man so einen geilen Schnauz über wie du, weil ich fast kein Bartwuchs. Nein, ist eine gute Frage. Also, ich finde es ja cool, dass die tiefen Fragen gestellt werden. Da. Wie alt bist du denn? 19. Also übermorgen werde ich 19. Okay, ich gratuliere dir schon mal im Voraus. Ich weiss, das sollte man nicht machen, aber für eine Schnauze macht man das, weil das hilft in dem Fall auch. Ganz gut ist Düngemittel. Das kannst du auch gut drauf tun. Täglich? Ja, nein, Düngemittel nicht täglich. Du musst es auftragen, ich würde sagen, ich habe es alle Sonntag gemacht. Aber du musst einfach schauen, dass du dann jeden Tag wässern. Oh ja, lichtmäßig. Es gibt so eine sogenannte Schnauzbeleuchter für die Nacht. Das ist so ein bisschen wie eine Spange und das kannst du wie aufs Gesicht spannen. Und das tut dann so mit so einem orangen Licht. Das ist so wie wenn Gückel aufwachsen, so
So ja, moll. Habe ich glaube auch schon gesehen, ja. Das tust du dann aufs Gesicht spannen und dann tut der Bart ein bisschen wachsen. Ja, voll. Das sind, glaube ich, gute Tipps. Ja, muss ich mir mal zu Herzen nehmen. Es ist einfach, viele Leute meinen, eine Schnauze ist einfach viel weniger Aufwand, gell? Also wenn du den da mal hast, das kannst du locker mit einer Freundin vergleichen. Da gibt es Ups, da gibt es Downs, da weißt du zum Teil gar nicht, was machen. Manchmal ist er da, manchmal ist er schön, manchmal ist er hässlich, wie eine Freundin. Schnauze wie eine Freundin, voll. wie sagst du? Ja, ist echt ein guter Vergleich. Gell? Und auch, glaube ich, ein guter Abschluss war für die Runde. Vor allem in die Freundin kann man auch einfach mal reinschneiden. Ja, der geht. Hey, Easy, Digga, danke für deine Frage. Hey, gern, schönen Abend noch, schönes Stream. Hey, willst du noch denen am YouTube-Video Tschüss sagen? Komm. Tschüss YouTube, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und die Glocke aktivieren. So, danke vielmals fürs Zuschauen, alle daheim. Abonniert den Kanal und schaut auf Twitch vorbei. Kuss.